Eben die Idee ist eigentlich, dass ich kann spiegeln, in was für eine Situation dass der Mensch aktuell ist. Weil von außen kann man das eigentlich immer viel besser wahrnehmen oder sehen, wie wenn man in seinem Problem hinein ist. Oder im Problem hinein hat man dann eher sagen wir, Scheuklappen oder nur Tunnelblick, dass man eigentlich nur das sieht. Und viele, die eigentlich in einem Problem gefangen sind, die sehen das Leben auch aus dem Problem raus. Und zu erkennen, wie ein Mensch dann eigentlich das Problem wahrnimmt, ist sehr einfach, weil er kann es dir ja erzählen oder er erzählt es so oder so, weil er ja in dem Problem inne ist. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie die Ursache und Wirkung, zum Beispiel auch, was man denkt, die ganze Zeit das Erleben formt, dann kann man das eigentlich sehr gut zurückspiegeln. Und mir ist jetzt auch schon aufgefallen, dass es oftmals gar nicht viel braucht, bis, ja, sondern einfach einmal aus gewisses Verständnis, vor allem wenn man es zulässt, dass es wirklich auch eine Möglichkeit gibt, dass man mit seinem eigenen Denken seine eigene Realität schafft. Und wenn man das einmal spielerisch zulässt, merkt man eigentlich sehr schnell, wie fest dass man gesteuert ist, ja, von dem Ganzen. Und vieles läuft ja automatisch ab. Also eben, du reagierst auf irgendetwas, es passiert irgendetwas und du reagierst, ohne dass du dir das überlegst, wieso habe ich jetzt reagiert, sondern du siehst etwas und das nervt dich. Das Nerven an sich ist schon die Reaktion. Wieso das dich nervt, fragst du dich eigentlich gar nicht, es nervt dich einfach. Aber dass dich etwas nervt, ist eigentlich schon wieder die neue, ich sage jetzt mal, die neue Realität oder die neue Zukunft, die du dann produzieren willst in dem Sinn, weil du das Nerven, tust du etwas reaktivieren in dem Sinn oder wieder in die Welt setzen, dass die im nächsten Mal eigentlich wieder die Situation nervt. Und darum muss man Situationen anders anfangen zu bewerten, wertfrei die Situationen anschauen, dass man nicht mehr reagiert, weil die Reaktion tut die Zukunft produzieren. Und wenn man das einmal so genauer betrachtet oder auch beobachtet, dann nimmt man immer mehr oder merkt man immer mehr, dass das wirklich so ist. Und dann hat man auch, dann kommt man auch Macht zurück über, dass man kann sagen, okay, ich weiß jetzt, wenn ich gleich reagiere, wie ich es bis jetzt gemacht habe, dann werde ich das Gleiche erleben, wie ich es bis jetzt erlebt habe. Dann kann man sich fragen, will ich das oder will ich das nicht? Wenn dich irgendwie, keine Ahnung, immer wieder das Gleiche nervt, du hörst irgendwie auf der Straße irgendjemand, oder du siehst etwas und es nervt dich. Irgendeinen Grund hat das ja, dass sie das nervt. Und dann kannst du dich fragen, will ich weiterhin so reagieren? Und da hat man Wahlfreiheit und man kann wirklich entscheiden, nein, ich möchte nicht so reagieren. Und klar ist man viel eben in diesen Automatismen, in diesen Triggerinnen, eigentlich, wenn du mal überlegst, laufen wir eigentlich zu 95% automatisch ab, weil wir uns gar keine Gedanken machen, wie, wo, was, oder? Sondern es passiert einfach. Das heisst, jemand redet, man nervt sich, man ist im Stau, man nervt sich, man fragt sich gar nicht warum. Und irgendjemand sagt etwas und du bist der gleichen Meinung, du weißt gar nicht, warum du dieser Meinung bist. Wahrscheinlich, weil du es schon oft gehört hast, im Fernsehen oder wo immer. Und meistens was man oft hört, glaubt man auch, ohne dass man es anschauen. Weil, sind wir mal ehrlich, wie viel gehst du wirklich recherchieren von dem, was du glaubst, das stimmt? Gehst du recherchieren oder nimmst du einfach an, dass es stimmt, weil du schon mal eine Erfahrung gemacht hast. Darum stimmt es ja dann auch für dich. Aber ob es dann wirklich so ist eine ganz andere Sache, oder? Das kann man herausfinden, indem dass man einfach mal versucht zu beobachten, was passiert, wie reagiere ich, in welcher Situation, warum reagiere ich oder möchte ich das überhaupt weiterhin, weil ich weiß, dass die Reaktion wieder quasi das Gleiche wird anziehen. Das heißt, du wirst wieder irgendwo ankommen, wo genau wieder das Gleiche passiert, dass du dich wieder kannst, gleich nerven oder gleich aufregen. Oder zum Beispiel im Stau. Du kannst dich ja fragen, im Stau, nervst du dich die ganze Zeit im Stau? Jetzt einerseits kannst du zum Beispiel auch sagen, du bist dankbar. Oder anstatt dass es dich nervt, kannst du sagen, du bist dankbar. Du hast Zeit zum das Hörbuch hören oder zum dich weiterbilden oder was auch immer. Und das Interessante ist dann, wenn man dann anfängt, das Ganze anders anschauen und man nicht mehr sich nervt am Stau, dann muss man den Staunerv auch nicht mehr reproduzieren. Und plötzlich kann es sein, dass du das Telefon bekommst, von anderen Baustellen musst du arbeiten, einen neuen Job bekommst, dass du nicht mehr musst, durch den Stau fahren musst, dass du eine neue Idee kommst, wie bei mir. Am Anfang habe ich mich auch genervt im Stau und irgendwann habe ich gemerkt, es bringt dir nichts, versuche es anders anzuschauen. Und dann habe ich gemerkt, oder plötzlich ist mir dann die Idee gekommen, ich kann ja anders fahren. Die habe ich aber vorher nicht gehabt. Also das heisst, ab dem Moment, wo ich aufgehört habe, mich nerven,
über den Stau, dass ich das auch wieder reproduziere, dass ich es wieder muss machen, dass ich mich wieder nerven muss, also wieder in den Stau muss, dass ich mich wieder über den Stau kann nerven. Ab dem Moment, wo ich Distanz genommen habe, habe ich auch neue Möglichkeiten bekommen. Das heisst, haben sich neue Möglichkeiten aufgemacht und plötzlich kommt mir die Idee, ich könnte ja anders fahren. Und dann habe ich mal nachgeschaut und dann habe ich gemerkt, das andere Fahren bin nicht länger. Ich habe einfach keinen Stau mehr. Und bin über Land gefahren und konnte zufahren und habe mich nicht mehr müssen nerven. Oder? Das heisst, ich habe mich eigentlich angefangen nicht mehr nerven und habe neue Möglichkeiten bekommen, dass ich schlussendlich gar nicht mit dem Stau bin. Und wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, ich glaube, 99%, die im Stau sind, nerven sich, weil die sich nicht nerven, sind nicht im Stau. Und das kannst du eigentlich auf fast alles, auf dein Leben kannst du das ist eigentlich ein Blueprint für das ganze Leben, oder? Das heisst auch, wie du, das, was du die ganze Zeit denkst, triffst du wieder im Aussen an. Es ist am Anfang schwierig, weil man denkt sich ja dann so, ja, keine Bestätigung, dass das so ist. Ja, die hast du, weil du hast sie irgendwann einmal gesetzt und die kommt immer wieder und du reagierst immer wieder gleich und darum kommt sie wieder. Das heißt, durch Wiederholung wird das ein ganz normaler Automatismus, wo, wo gleiche Reaktionen wieder gleiche Ereignisse anziehen und nämlich einfach in einem anderen Kleid. Bis das kannst sprechen. Bis kannst sagen so, äh, überlegt, bin ich öffentlich? Ja, ich bin öffentlich, sorry. Bis du mal anders kannst reagieren und dann merkst, okay, durch das neue Reagieren kommen neue Möglichkeiten. Weil, wenn du, das ist eigentlich nichts anderes, wie wenn du deine Nudeln genau so lange kochst, jeden Tag, die gleichen Nudeln gleich lang kochst, werden sie gleich durch sein. Und das ist mit dem Leben auch, wenn du das Gleiche denkst und gleich reagierst, dann wirst du wieder das Gleiche erleben. Es ist eigentlich ein logischer Dreisatz oder eine logische Gleichung. Und ja, und das ist, wenn man das langsam so merken, dann hat man extrem viele neue Möglichkeiten, wo man kann einfach auch mal, vor allem auch beobachten bei anderen Menschen, oder? Dass sie eigentlich auch immer wieder das Gleiche erzählen, immer wieder das Gleiche erleben. Und nur Menschen, die einmal einen neuen Weg gehen, erleben auch was Neues. Die Leute, die den alten Weg festsetzen und die alten Sachen machen, die erleben immer wieder das Gleiche. Und